Oh shit, ich Vollidiot. Ich hab mich grad zur Zitadelle der Zeit geportet und hab jetzt total vergessen, dass es ja da weitergeht. Also ich gehe mich stark davon aus, dass jetzt da Gott Zelda mit uns redet. Ich habe auf dich gewartet, Mare. Mare, der Auserwählte. Du hast unzählige Gefahren überwunden und die 6 Weisen erweckt. Nun wartet deine größte Aufgabe, ein letztes Zusammentreffen mit Ganondorf, dem Großmeister des Bösen. Bevor du aufbrichst, solltest du meinen Worten lauschen. So höre denn die Legende, die sich die Sheikah über das Triforce erzählten. Suchst du das Triforce, so höre gut zu. Es befindet sich im Heiligen Reich. Dies ist ein Ort, der auf die Wünsche deines Herzens reagiert. Ein schwarzes Herz macht es zum Hort des Übels. Ein reines Herz aber verwandelt es in ein Paradies. Das Triforce, Symbol der Macht, birgt das Gleichgewicht 3 Kräfte: Weisheit, Mut und Kraft. Sind diese Kräfte ausgeglichen im Herzen des Triforce-Trägers, hat er die Macht, gerecht zu herrschen. Doch ist das Herz nicht im Gleichgewicht, so spaltet sich das Triforce in seine 3 Fragmente. Nur ein Fragment bleibt ihm, jenes nämlich, das zu der Kraft gehört, an die er selbst am meisten glaubt. Will er nun alle Macht erhalten, muss er die anderen Fragmente des Triforce finden. Noch 2 vom Schicksal Erwählte tragen je ein Triforce-Element als Symbol auf ihrem Handrücken. Sieben Jahre zuvor drang Ganondorf in das Heilige Reich ein, dessen Zugang du in der Zitadelle der Zeit geöffnet hast. Als seine Hände das Triforce berührten, wurde die Legende wahr. Als das Triforce in 3 Teile zerbrach, gelang es Ganondorf lediglich, das Triforce-Fragment der Kraft zu erringen. Durch die Macht des Triforce-Teils wurden seine teuflischen Kräfte verstärkt, doch sein Drang, Böses zu tun, ist noch nicht befriedigt. Daher sucht er nun die, die auserwählt wurden, Träger der anderen Triforce-Elemente zu sein. Der Auserwählte mit dem Symbol des Mutes bist du, Mare. Wer hätte das gedacht? Das Symbol der Weisheit trägt der 7. Weise, dessen Bestimmung es ist, zum Meister aller zu werden. Okay. Das bin ich. Surprise! Aber Sheik, du bist gar kein Boy? Oh nein! Ich bin es, Zelda, Prinzessin von Hyrule. Grabbig. Verzeih, dass ich dich stets in dieser Verkleidung aufgesucht habe. Doch es war nötig, da ich mich vor Ganondorf verstecken musste. Heute, vor genau 7 Jahren, suchte Ganondorf mit seiner Horde wilder Kriegerinnen Hyrule heim. Ich habe dich gesehen, als ich mit Impa zusammen aus dem Schloss floh. Nein, echt, du hast uns ja nur die Ocarina der Zeit zugeschmissen. Wie hast du uns da nur sehen können?
Ich fühlte, dass du derjenige bist, der die Ocarina haben soll. Ich wusste, dass es unsere beste und einzige Chance war. Solange du die Ocarina in deinen Händen hältst, so dachte ich, wäre es Ganondorf nicht möglich, das Heilige Reich zu betreten. Aber etwas, das ich nie erwartet hätte, ist geschehen. Sehr so viel Story gerade übrigens. Als du das Tor zur Zeit betreten hast, bannte dich das Schwert 7 Jahre im Heiligen Reich. Dein Geist ruhte im Vakuum der Zeit. Das Triforce fiel in Ganondorfs blutige Hände, die Unheil über das Heilige Reich gebracht haben. Ganondorf verlor mehr und mehr sein menschliches Antlitz. Er wurde zum Großmeister des Bösen, dem Boten des Todes. In all den Jahren gelang es mir, mich als Sheikah zu tarnen und so meinem Schicksal zu entgehen. Ich wartete 7 Jahre. Doch nun endlich bist du zurückgekehrt. Die Herrschaft des Terrors soll jetzt ihr Ende finden. Die Tage des Bösen sind gezählt. Die 6 Weisen werden neue Siegel schaffen und Ganondorf für immer in die Tiefen der Hölle verbannen. Ist dies vollbracht, werde ich das Tor zum Heiligen Reich auf ewig schließen. Auf diese Weise wird Ganondorf und mit ihm alles Böse für alle Zeit aus Hyrule verschwinden. Mare, um dieses Vorhaben mit Erfolg zu krönen, musst du mich schützen, bis der Plan vollbracht ist. Nimm nun die Waffe an dich, die die Kraft des Bösen mitten ins schwarze Herz trifft. Die heiligen Pfeile des Lichts. Und das sind die lang ersehnten dritten Magiepfeile mit der Fähigkeit Licht. Die Lichtpfeile. Das Licht des Guten zerstört Böses. Oh, was geht jetzt ab? Was gerade jetzt? Was so genau jetzt? Dieses Beben. Was geschieht hier? Das darf nicht sein. Oh, shit. Prinzessin Zelda, endlich habe ich dich. Ich bin beeindruckt, dass es dir gelungen ist, mir 7 Jahre lang zu entkommen. Ja, was, du siehst du auch mal die Tarnung runter und dann, naja. Endlich gibst du dich zu erkennen. Ich wusste, dass ich nur dem Jungen zu folgen brauchte, um dich zu finden. Oh, was passiert da gerade? Ey, das schaut schon wieder falsch aus. Naja. Mein einziger Fehler war, die Kräfte des Jungen zu unterschätzen. Nein, es war nicht seine Kraft, die ich unterschätzte. Es waren die Kräfte des Triforce-Symbols für Mut. Doch mit dem Element, das er besitzt, und dem Triforce der Weisheit, das in deinen Händen ruht, schließt sich der Kreis. Mit allen 3 Elementen werde ich zum Herrscher dieser Welt. Nie wirst du Zelda retten. Wagst du es, mein Schloss zu betreten, vernichte ich auch dich. Er scheint siegessicher. Aber wir haben einiges in unserer Hand. Und wir müssen nur was abholen. Mare. Ah. Mare, hörst du mich? Hier spricht Rauru. Die 6 Weisen sammeln ihre Kraft, um eine Brücke zum Portal von Ganondorfs Schloss zu legen. Der Wachturm des Schlosses, auch der Teufelsturm genannt, wird von 6 Siegeln des Bösen blockiert.
Brich die Siegel, dringe in den Turm ein und rette Prinzessin Zelda. Okay. Quest Nummer 1. Die 6 Siegel brechen. Hat er zumindest gesagt. Und dann Zelda hin. Na, das kann ja was werden. Oh, Backe, hey. Teufelsturm, wie er vorher schon gesagt hat. Okay, wir werden wahrscheinlich da wieder vor einige Aufgaben gestellt. Zack. Nein. So schnell kriegen wir keinen Treffer. Ich möchte jetzt mal ein bisschen besser aufpassen. Ah, geil, wieder Bomben open. Das ist natürlich wunderbar. Wenn man da was investiert hat. Gibt es da eine Karte? Wow. Das sind die 6 Siegel. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll. Alter, das erinnert mich... Ja, das ist jetzt echt dumm, wenn ich so einen Vergleich zeige, aber das erinnert mich an Donkey Kong 64. Im Finale habe ich nämlich da ungefähr genauso Siegel zerbrechen müssen. 5 an der Zahl waren es. Und hat eben mit den verschiedenen Charakteren, mit denen man da spielen können hat, alle Fähigkeiten nutzen müssen, um diese Siegel zu brechen. War sehr, sehr episch. Ich bin jetzt einfach mit zum Geistersiegel gegangen. So, wie geht's weiter? Erstmal wieder ein bisschen Magie auffüllen. Ah, ja. Dann haben wir wieder den altbekannten Trick. Was haben wir da? Krabbeln. Alter, ich habe vorher schon irgendwie so gedacht, so, kämen wir die Nummer? Braucht man die irgendwann Nummer? So geht es jetzt also anscheinend nicht weiter. Toll. Oder warte mal. Vielleicht geht es auch weiter. Vielleicht können wir mit einem Pfeil da durchschießen. Schaut nicht danach aus. Oder warte mal, vielleicht kann ich ja... Geht's ja zuerst mal nicht weiter. Na, toll. Jetzt gehen wir zum Waldsiegel. Zu Salia. So ungefähr. Ah ja. Und passenderweise wieder ein Wölfchen. Und wieder so ein Fackelspiel. Das auch wieder an die Geister im Void-Tempel erinnert. Wenn ich jetzt wieder krabbeln sind, dann fühle ich mich verarscht, weil... Okay, Rubine. Das geht ja noch, wenn man einfach ein bisschen was einkauft. Das ist okay. Total schwieriges Rätsel. Fackeln entzünden. Der totale Klassiker. Oh, shit. Oh, er seid doch Assis. Nee. Wie im Schattentempel. Also die Ventilatoren sind ja komplett Schmutz. Wow. Er kickt aber. Oh. Ey, was haben wir die ganze Schiss gehabt, dass man wieder abrutscht? Ey, ist so ein Scheiß. Okay. Wow. Bin jetzt der Einzige, der nicht checkt hat, was der Abgang ist. Ah, nevermind. Optimal, das ist ja nur leichter, als ich gemeint habe. Beim Void-Siegel kämen wir gut weiter. Ah, das ist es schon. Nice. Merke, nicht reinlaufen. Aber ich wollte irgendwie jetzt was Cooles machen, aber wenn wir das jetzt direkt so einen Pfeil oder so abschießen. Ne. Ah, Also,
ist natürlich peinlich. Vielleicht funktioniert's. Mit dem Lichtpfeil. Natürlich. Oh lol. Das ist natürlich auch so ein Ding. Das Feuerziegel ist gebrochen. Beeil dich, Mare. Was für beeil dich? Warte mal. Oh geil, man wird sogar vorgeportet wieder. Ob jetzt ein Time Limit oder was? Wenn es so war, das war scheiße. Okay, gut. Gehen wir erstmal wieder zum Feuersiegel und zu Darunia. Glaube ich, hat er geheißen. Wow. Oh, das ist ja nervig. Ah, okay. Ich hab mir schon gedacht. Aber na, man kann sich nicht festhalten. Was für stressig, wenn sie da alles bewegt. Aber da geht ja auch wieder nix. Können wir uns jetzt nicht schon langsam mal lassen mit den Gleitstiefeln? Ach, es geht eh nicht mal. Oh, ja dann. Völlig. Toll. Ganze Kacknummer von vorn. Vielleicht kann man da noch gar nichts machen. Ja, bin mir sogar ziemlich sicher. Ja, geh einfach wieder raus. Nee. Das blaue Feuer kommt wieder. Mhm. Moment, das ist ja beschissen. Du musst ja auch Flaschen wieder opfern. Ach Leute, jetzt habe ich mir extra schon dafür gewappnet und dann das. Ist doch scheiße. Ah, wieder Falle, optimal. Ich finde das trotzdem sehr arschig, Alter. Muss ich nachher wirklich extra nochmal auffüllen gehen, das ist doch scheiße. An sich ja cool, dass es wiederkommt. Dass es nicht das Ohr mit der Eishöhle war, aber... Naja, das ist ein blöder Zeitpunkt. Oh na, mach doch nicht sowas jetzt. Oh, ihr Hunde. Ihr seid züchtig Hunde. Nein, ich sag so, wenn sie die jetzt verpisst. Ey, ihr seid so scheiße. Nein. Du Scheißding! Oh, okay, die Dinger verschirmen. Einfach total falsch gemacht. Yippie. Respawnt dann wenigstens wieder die Fee. Wahrscheinlich nicht, weil die sich selbst... Oder? Naja. Okay, dann beschwere ich mich nicht mehr. Dann war es aber auch die richtige Entscheidung, vorher die Fee freizulassen und nicht das Elixier zu nehmen. Im Prinzip hast du eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder den Glotz ins Loch oder den anderen Glotz. Und hier haben wir natürlich den falschen genommen. Jetzt muss ich mich ja doch wieder beschweren. Wenn man da oben wieder das blaue Feuer braucht. Okay, das ist Game Design technisch schon wieder arschig. Wirklich. Unnötiger Trigger-Faktor gerade. Wirklich. Sehr, sehr unnötig. Wenigstens braucht man dann auch nicht mal das Feuer. Und natürlich den Koronenhammer. Ist jetzt natürlich sehr, sehr nötig, dass man den extra wieder auspacken muss. Klar, dann muss man den auch wieder hernehmen, aber... Weiter. Ich hole jetzt einfach noch schnell die Phenomid. Und das Wassersiegel käme wir zumindest schon. Bam! Durch Breher. Und Prinzessin Ruto. Taucht auf. Das Wassersiegel ist gebrochen. Beeil dich, Liebster. Ja! Können wir immer nur drüber streiten. Sehr nice. So im Prinzip mag ich ihn recht gern eigentlich. Siegel durchbrechen. Ja, das liegt schon an Donkey Kong 64, dass ich das so mag. So, kurze Pause gemacht. Erst einmal Gemüsecremesuppen geschlemmert. So, wunderbar. So zum Thema Stärkung.
Bin gestärkt. Und jetzt brauchen wir was, damit wir nur stärker werden. Und ich weiß nicht, wo es das Ding gibt. Ich hoffe, es gibt es da. Oh, das wird sowas von wieder Auge der Wahrheit. Ha. Jetzt doch irgendwie nicht. Aber ich habe gemeint, das liegt eigentlich auf der Hand, wenn es beim Schattensiegel ist. Das war natürlich ein edler Treffer. Okay, gut. Ich hab gemeint, das wird zeitlimitmäßig extrem gemein. Jedes Moi. Ich sehe da gerade ein Problem. Und ich glaube, ihr erkennt das Problem auch. Wir müssen da rüber. Und keine Ahnung wie. Da kommt ja gleich der Franke in mir raus. Da fragen wir doch gleich einen Hupsi, ob er weiß, wie man da rüberkommt. Kann man da irgendwas machen so? Ah, nevermind. Vielleicht ein bisschen knapp waren gerade. Sogar besser als vorher. Ja, Mann. Normalerweise muss man nur mit Vollgas Anlauf an die Kante, damit der weit springt. Und jetzt drücke ich sogar noch hinten. Und er denkt sich so, bring mich mal weit. Reg mich bloß nicht auf, du Scheißraum. Der hat es fast wieder gemacht. Spinnst du? Bitte lass es jetzt auch das sein, was ich meine. Es ist sehr, sehr wichtig, dass das jetzt ist. Bitte. Und es sind die Titanhandschuhe. Wir waren nämlich noch nicht fertig mit den Items. Du fühlst noch größere Macht in den Armen. Du packst schwerste Dinge mit A. Jetzt müsste man eigentlich auch äußere erkennen im Leben. Sehr, sehr nice. Und was ist das für Fackeln? Die habe ich gar nicht gesehen. Nein, das macht den gleichen Effekt. Und ich schieße immer auf die, wo so weit weg ist. Oh. Ja, es ist schon wieder sehr, sehr belastend alles. Und schau, irgendwann passiert es, dass die Magie echt knapp wird. Aber ich gehe ja noch eine Nummer auffinden. Oh, jetzt taucht Impa auf. Das Schattensiegel ist gebrochen. Bitte rette die Prinzessin. Und geportet. Ah, stimmt. Boah, ich Trottel. Ich habe mir vorher irgendwie gefragt, wo das 6. Siegel sei soll. Aber natürlich hinter diesem fetten Block da unten. Wir müssen wieder back to the Feuer, Alter. So. Zählen wir den Shit einmal auf. Hä? Jetzt, Ja. Ah, so kämpft man durch ihn. Ah, also praktisch 2, die man nur so erreichen kann. Na dann. Gut. So muss es laufen. Also wir sind auf dem besten Weg, die letzten Siegel zu brechen. Scheiße, man kommt doch so nicht hin. Nein, jetzt sag bloß, ich muss... Hey. Wow.
Heilige Scheiße. Das war schon wieder so ein Moment, wenn ich das jetzt nicht auf Anhieb geschafft hätte, dann hätte ich mich wieder sehr, sehr aufgeregt. Dass das so schwer ist. Okay. Und das nächste Siegel. Verschwind. Ja, moin. Das Feuersiegel ist gebrochen. Beeil dich, Bruder. Mein Bruder. Noch ein Bruder. Pfui ist nicht mehr übrig. Wir müssen jetzt schnell was erledigen. Und zwar war ja da hinten wieder so ein mysteriöser Kletterblock. Ich habe damals im Stream nicht gewusst, was das ist. Aber jetzt wissen wir ja, dass wir den einfach wegrammen können. Okay, was heißt einfach? Wir brauchen ja die Titanhandschuhe so. Heftig. Und darum befindet sich die letzte Fee. Jetzt stellen wir sich natürlich die Frage, yo, was kriegt man denn jetzt dafür dennoch? Ich meine, wir haben 2 mit Magieleiste gekriegt und 3 verschiedene Zauber mit Din, Pharaoh und Nairo. Was kann man denn noch kriegen? Und ganz ehrlich, ich glaube, ich finde den Zauber ziemlich heftig. Hallo, mein süßer Mari, ich bin die Fee des Mutes. Ich verstärke deine Abwehrkraft gegenüber feindlichen Attacken. Ja, wirklich heftig. Ich darf mir sagen, jetzt sind wir gewappnet. Deine Abwehrkraft wurde verstärkt. Angriffe fügen dir ab jetzt nur noch halb so viel Schaden zu. Gib dir das. Also, es ist doch an sich, ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen soll, ein wichtiger Zauber oder so, aber Alter, du kriegst nur Half Damage. Du hast jetzt sowieso schon 20 Herzen und kriegst dann nur noch Half Damage. Deswegen war mir das jetzt nur sehr, sehr wichtig und wir spielen sie auf 100%. Das Geile ist, weil wir eben gerade bei der Fee waren. Moment mal. Das Geile ist, weil wir eben gerade bei der Fee waren, ist unsere Magieleiste wieder aufgefüllt worden. Aber was mir jetzt gerade aufgefallen ist, da oben ist ein Loch. In dem Gitter. Das heißt, wir könnten eventuell... Okay, na. Nein! Tatsächlich! Krabbelminen einsetzen. No shit. Okay. Jetzt möchte ich es besiegeln. Ich bin der Freund. Ich sage das ganz offiziell von Krabbelminen. Da brauchen wir jetzt ein bisschen Feuer. Aber wir Feuer! Krabbelminen, Alter. Tatsächlich, wir haben uns wirklich nur angefreundet. Ich hätte es niemals gedacht, aber konnte immer mal passieren. Zack. Und was ist mit den anderen? Okay, das verbrennt einfach. Nein, da kommt der Gegner. Ah, okay, nur mal. Na dann. Dann verpiss ich mich. Mann, das ist echt peinlich. Wir hätten vorher das Siegel halt einfach schon zerbrechen können und... Ich meine, es geht erst später. Zack. Und wir treffen nur mal... Naboru. Ey, ich muss mich korrigieren. Ich habe ja mal gesagt von wegen... Wenn dann... Marlon. Korrektur. Wenn dann... Naboru. Das Geistersiegel wurde gebrochen.
Obwohl ich aber sagen muss, es hat um beide eine ziemlich geile Story gegeben. Also hier um Marlon und um Nabooru. Waren beide Stories komplett unterschiedlich, aber trotzdem habe ich es gefeiert. Beide auf komplett unterschiedliche Art. Natürlich war bei Marlon das so eine längerwierige Geschichte irgendwie. Das ist von Anfang an, da war schon ein bisschen was so, aber dann kam halt Nabooru. Auf einmal so, mitten im Geistertempel. Und dann haben wir sich gedacht so, okay. Unsichtbare Gegner, tipptopp. Ah. Oh, sogar mehrere. Nur jetzt zwei Schlüssel sehen. Kann das sein, dass jetzt so der Weg zum Lichtsiegel ein bisschen heftiger ist? Kann ich mir eigentlich schon vorstellen. Wie jetzt nur mehr ein Schlüssel. Was geht denn jetzt ab? Das war jetzt der Raum. Hä? Es schaut sogar episch aus. Oh, wir haben ein Time Limit. Das war bloß 1 Minuten. Da ist auch nochmal so eine Lücke. Und das ist jetzt safe so ein Ding zum Verschirmen, oder? Nicht? Oh fuck. Ah nein, das war schon die letzte da oben. Ich hab schon wieder schwieriger gemacht, als es eigentlich ist. Ah, okay. Hab mir schon gedacht, so wo ist das Siegel? Und auf einmal kommt auf einmal noch ein Gegner daher. Da kommt nur mehr einer, oder? Na. Okay. Es geht auf jeden Fall weiter. Dahinter ist das Siegel. Okay. Geil. War ein bisschen trickier. Boom. Kommt jetzt nur mehr Rauru, oder? Ja, tatsächlich. Der uncoolste Weise. Das Lichtsiegel ist gebrochen. Schnell jetzt. Ja, jetzt sind ja alle gebrochen. Oha. Haben wir jetzt Zugang? Schaut's aus. Wir speichern ab. Und jetzt sind wir ready to Rumble. Ohne Rumble Pack. Ich kann mich an sowas echt nicht erinnern. Hey, ohne Scheiß. Wie war das safe niemals? Na toll. Das mit Damage kriegen. Ja, ist schon gut jetzt. Putz. 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 Und wieder schief vollhallen. Wunderbar. Wunderbar. Exalforce als Gegner. Let's go. Aber die schauen gepanzert aus. Navi, hast du Daten dazu? Das ist kein Exalforce. Das ist ein Dinodorus. Deswegen schauen die so anders aus. Die machen einfach alle nur ein Viertel Herz Schaden, Alter. Aber trotzdem sollte ich ein bisschen aufpassen. So. Ich glaube, wir haben jetzt doch noch mehrere Kämpfe vor uns. Gehen wir stark davon aus. Und mal her der Orgel spielen. Was ich glaube ich irgendwie markiert habe. Die wird immer lauter, je weiter man nach oben kommt. Spielt Ganon etwa gerade auf der Orgel sein Siegeslied oder so. Ah, Stahlfass.
Meine Hassgegner. Nie wieder so eine Gegner. Nie wieder. Zumindest in diesem Let's Play. Kurz meinen Zip. Ah, meine lieben Freunde. Erstmal auf den Weißen. Ich glaube, man konnte ja beide gleichzeitig bespaßen, aber es war natürlich lost, weil man natürlich ist einfacher gegen Ohren. Und wenn man die Möglichkeit dazu hat, warum den auch nicht? Zack. Wow. Chillig. Wait, wir sind schon oben? Nee. Niemals, wir sind auch nicht schon. Ich bin noch nicht bereit dazu. Sondern ein Haufen Dieb. Was ich ja an sich schon mal nicht schlecht finde. Ich glaube nicht, dass ich da rauf muss. Nein. Okay. Ich glaube, da ist dann nur unser Schlachtfeld. Das waren da keine Dieb. Da geht's nochmal weiter. Aber wir hören ja, es wird immer lauter. Das Orgelspiel. Und wir laufen ganz dramatisch einen ewig langen Gang nach oben. Oh, es ist so dramatisch, dass wir nur mal eine Tür aufmachen müssen. Und da ist er, oder? Ja. An seiner Orgel. Und Zelda ist auch gleich da. Triforce leuchtet auf. Alle drei Triforce-Besitzer, Triforce-Fragmentbesitzer sind an einem Ort. Natürlich reagiert das irgendwie. Ach, man wird doch geheilt? Ich habe jetzt extra aufpasst. Also zumindest hat es da noch gewirkt. Die Fragmente des Triforce, ich spüre, ihre Macht scheint sich wieder zu vereinigen. Die fehlenden 2 Fragmente, ich warte seit 7 Jahren darauf. Ich bin wirklich überrascht. Ich hätte nicht erwartet, dass gerade ihr 2 sie tragen würdet. Ich finde, das war offensichtlich. Endlich! Endlich! Die 3 Fragmente sind wieder vereint. Diese Symbole der Macht sind nichts für euch 2. Ihr seid dafür nicht geschaffen. Ich allein bin der rechtmäßige Träger des Triforce. Übergebt mir die Fragmente. Ich befehle es. Mare, ich kann dir nicht helfen. Die Aura des Bösen ist so mächtig. Tut mir leid, Mare. Großmeister des Bösen, Ganondorf. Und wir befinden uns im Finalkampf. Ja klar. Kriegt direkt auf die Fresse. Ja, Mann. Ah ja, stimmt. Das war's. Diggi. Wie soll ich denn da ausweichen? What the fuck? Das, was Navi halt vorher gemeint hat, ich konnte nicht anvisieren. Und ich Trottel hab's direkt versucht. Gut. Das ist natürlich schon mal sehr, sehr geil. Nicht zu wissen, was er kann. Und direkt 2-mal auf die Fresse zu kriegen. Toll. Digi, lass mich jetzt doch erst einmal chillen, Mann. Okay, was kommen wir denn da? Ah, okay. Ich weiß schon. Es wird wieder so ein Game. Wir gegen das Phantom von Ganon. Boots. Nur diesmal wird es safe schwerer.
es macht mehr Damage und ich bin scheiße. Da habe ich ja damals beim ersten Phantomgarnern schon Probleme gehabt. Digi, das ist das mit dem Input-Lag. Boah, das ist knapp. What the fuck? Ich wollte jetzt eigentlich am Pfeil auf ihm schießen, weil ich hab gemeint, das kann dem damagen und so. Ey, Junge, ist das dumm. Meine Güte, der hat Hälfte der Leben schon verloren. Das ist dumm. Und daneben, oh mein Gott, wie geil. Oh mein Gott, wie geil. Ey, das wird so ein Rotz, wirklich. Mit dieser Scheißsteuerung unfassbar geil. Alter. Alter. Hallo, jetzt klangt's nochmal. WTF? Was soll denn das? Sag mal. Bin ich jetzt dumm oder was? Machen wir mal so an. Und nur mal so an. Und nur mal so an. Boom! Das war das erste Mal, dass er Damage gekriegt hat. Geil, oder? Ich hab schon 11 Herzen verloren. Haha. Ja, Schreiner. Du Hund. Aber genau von sowas habe ich eigentlich bei die Killer Omas schon Schiss gehabt, dass man so Zurückschleider-Sachen machen muss. Ja, und das ist natürlich scheiße, wenn ich daneben schieße. Mann. Aber was soll ich machen, Alter? Ich kann nicht so genau ziehen. Das ist doch... Ich muss jetzt schauen, dass ich ungefähr genau vor ihm stehe, damit ich halt nicht nur nach oben und unten ziehen muss. Komm, friss jetzt. Alter. Das erinnert mich an so heftige, intense Tennis-Matches von früher. Und daneben. Nein! Es waren unten eigentlich nur ein Haufen Dieb, gell? Ich hatte mir eigentlich mal ein paar Dieb abholen. Boah, ist sogar ein Header. Der ist halt nichts bringt, aber... Wenn der jetzt aber halt schon schlapp macht in der Phase, dann haben wir ein Problem, weil ich hätte dann schon gerne unten die Dieb abgeholt. So, oh mein Gott. Okay, nichts passiert. Ach na, wieder schalt's die wieder, ey, ha? Bei die Dieb bist du wieder dabei. Die werden jetzt safe gleich wieder runterklatschen. So Respektschelle geben. Was wird das jetzt? Bro. Toll. Es ist halt immer geil, wenn man weiß, was er macht, so. Ich lade jetzt einfach einmal auf und dann schauen wir mal, was passiert. Und wieder daneben, oh yeah! Jetzt kann ich anvisieren mit Navi, was? Gut. Richtige, hässliche, unschöne erste Runde. Gegen eine unschöne Gestalt. Ich, der Großmeister des Bösen, geschlagen von einem Kind. Das darf nicht sein. Naja. Ich mein, weiß nicht, wie alt Link jetzt im Endeffekt sein soll. Mare. Phase 2.
Ganondorf, bemitleidenswerte Kreatur. Da ihm der Sinn für Gerechtigkeit fehlte, konnte er die Macht der Götter nicht nutzen. Moment einmal. Er ist noch nicht fertig. Mare, hör zu, der Turm stürzt in sich zusammen. Das ist Ganondorfs letzte böse Tat. Die Trümmer sollen uns zerschmettern. Schnell, wir müssen fliehen. Schnell, folge mir. Okay. Ab die Post. Wir verpischen uns. Das Zelda laufe ich gern noch. Habe ich kein Problem damit. Ab. Ab, 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 ab. Lauf. Mensch, Mädel. Kuh die einfach nehmen und dann sind wir schneller unten. Oh, der ist zwar etwas runtergesprungen. Ah, du musst aufmachen. Okay. Optimal. Merci dir. Da ist sie. Bleib doch nicht immer stehen. Wir haben nicht so viel Zeit. Sehr klischeehaft der dramatische, epische Rückzug, während alles kaputt geht. Naja, was ist denn Rückzug? Flucht. Ja. Aua. Ah! Ach so, sie sorgt sich, wie man Damage kriegt. Ja, das ist ja lieb. Aber das hättest du vielleicht bei Ganons Fight machen können und nicht jetzt, wie wir weggelaufen. No, geh mal. Bleibt ja wie ich stehe. Ich glaube, ich spinne. Oh, was jetzt? Was war das? Hä? Nein. Gegner? Nein, ich hab's gewusst, ihr seid es wieder. Mir war das vor Anfang klar. Wen dann seid es ihr? Wen dann seid es ihr? Meine Endgegner. Meine richtigen Endgegner, Alter. Ich sag's euch, wie es ist. Komm jetzt. Ach, komm. Na. Hey, du Rauch mit so einem Scheiß. Geh doch jetzt weg aus dem Feuer, Alter. Triff ihn nicht einmal. What? Stimmt, der steht wieder auf. Okay, Game over bei der Flucht, Alter. Respekt. Ich hätte niemals gedacht, dass sowas zustande kommt, Alter. Aber das sind meine Endgegner. Ich hab's euch gesagt. Ich muss jetzt ein bisschen risky gehen. Nee, ich hab keine Chance. Ich hab keine Chance. Ich hab keine Chance gegen die. Ich kann nichts machen. Hab Dank, Mare, schnell. Lass uns fliehen. Ja, wir haben keine Zeit mehr dafür. Scheiß mir auf die Herzen. Das war's. Finito. Wenn jetzt nur mehr Gegner sind, sind wir am Arsch. Keine Zeit mehr für sowas. Vorbei ist, aus. Komm. Ist so dumm, Alter, wirklich. Also verkacken durch D2 hätte ich echt nicht gedacht, dass das jetzt nur mal irgendwann relevant wäre, aber tatsächlich.
Komm, Zelda. Auf geht's. Wir gängen jetzt. Komm. Schnell. Mädel, mach auf. Ne, echt jetzt? Das war die letzte Tür wahrscheinlich. Ich schwör's dir, wenn es die letzte war, hä? Das ist schon geil, Alter. Zum Schluss noch mir richtig schön genervt davon. Das ist genau das, was ich brauche. So. Liebe Leute. Sagen wir's wieder. Ich mach's jetzt einfach genauso aggressiv wie vorher. Ja, das ist natürlich geil, wenn man komplett daneben springt, Junge. Okay, Attacke gib wieder noch und dann kriegst du Fett auf die Fresse. Ich habe jetzt eine Idee. So. Toll, ich wollte jetzt eigentlich sagen, den anderen anvisieren. Aber jetzt weiß ich nicht, wer der andere war. Boom, Alter! So macht man das! Alter! Zum Schluss noch mit so einem Sackstecher. Wenn es vorher die letzte Tür war, das konntest du dann. Was denn da? So, die müsstet jetzt nämlich dann kommen. Da geht's schon mal nicht weiter. Da. Oh! Wo ist ein Kollege? Kurzen Prozess gemacht. Okay. Bin schon mal erleichtert, dass es nicht die letzte Tür war, aber das ist sozusagen dann eigentlich die vorletzte, oder nicht? Ja. Naja. Die vorvorletzte. Wow, also bei sowas ein Fail machen ist echt unnötig. Aber das war so klar. Das war so klar. Dass genau die zwei Typen wieder daherkämen. Meine Erzfeinde. Ja, dementsprechend geht jetzt natürlich auch das komplette Schloss kaputt. Sowieso. Also, Schloss von Hyrule ist sowieso schon lange Geschichte. Warum ist Animation schon on top? Im Endeffekt versinkt der eigentlich nur so. Der Turm. Das Schloss, besser gesagt. Hinterlost. Ein Schlachtfeld. Es ist vorüber. Alles. Mare, tut mir leid, dass ich dir im Kampf nicht helfen konnte. Ja, Alter, das war verdammt ungewohnt. Aber was war das? Was kann man denn nur so auswählen? Ach, scheiß drauf, passt schon so. Hallo? Ganon, du bist doch noch nicht am Ende. Mobilisiert seine letzten Kräfte.
der Strife, was der macht, ist wohl doch wesentlich stärker, als ich gemeint habe. Ganon. Ohne Unterüberschrift. Wow. Das macht das Sword. Fuck. Diesmal hat er keine Macht mehr über mich. Wir kämpfen gemeinsam. Ja, geil, du, aber wenn jetzt Vayne darf, Navi oder Master Sword, ich glaube, ich nehme das Schwert, danke. Weil das ist ja vollkommen crazy abgegangen. Erstmal, Navi, was sagst du denn? Ganon, ich habe keine Ahnung, wo sein schwacher Punkt liegt. Ich darf mir sagen, sein schwacher Punkt liegt da, wo jedem sein schwacher Punkt ist. Der Schwanz. Okay, aber was können wir denn jetzt machen? Im Endeffekt, bin jetzt eben so ein Pfeil in die Fresse, Jörg. Ja. Ah ja, stimmt. Ich muss ja vielleicht erst einmal zum Beispiel hier das Bicaron-Schwert auswählen, weil mit dem fährt man schon mal sehr, sehr gut. Erstmal aufspeichern, zwischendrin macht man ja so. Okay. Also wenn ich am Arme so einen Pfeil in die Fresse gehabt habe, dann komme ich eben hinten. Putz. Arme auf den Schwanz hauen. Gut. Und mache natürlich die heftige Attacke. Ich fahre jetzt einfach die Nummer weiter, der Lösung, oder? Was? Lichtpfeil in die Fresse. Und ein Schlitzer an den Sack. Probier's mal mit dem normalen Pfeil. Wenn ich das jetzt so unnötig die ganze Magie verschwinde. Okay. Das mag er wieder nicht. Gut. Der mal wieder stunnen. Und wieder putz. Also ich weiß jetzt nicht, wie lange das geht und ich meine, er muss schon einiges an Damage kriegen, so. Aber das kann doch nicht die Variante sein, wie es gedacht ist, oder? Oh! Moment mal, was? Mare, das Master-Schwert. Es ist hier, schnell. Oh! Muss ich den jetzt mit Master Sword niederstrecken? Yes! I'm sure. Na, was soll ich mit dir reden? Nimm das Master-Schwert, vernichte Ganon mit deiner heiligen Waffe. Ja, das ist natürlich klar, dass wir das mit dem Master Sword machen und dem Bicaron-Schwert. Okay, wir müssen ja so genügend Damage machen und dann anschließend irgendwann einmal mit dem Master Sword fertig kloppen. Aua. Das. Wow! Hat sie den Schrei gerade von Zelda gehört? Also Bomben kann ich jetzt eher weniger brauchen, aber soll ich jetzt einfach nur mal weitermachen so? Jo, klar. Ja, Mann. Triff einfach gar nicht, du Vollidiot. Vielleicht können ja Dekonüsse was ausrichten. Tatsächlich. Haha! Geil! Putz! Aua. Wie geil ist das denn? Wow. Daneben. Wow. Ich mach jetzt mal ein bisschen mit die Künste weiter. Aua, aua, aua. Na, na, na. Ich finde das eigentlich schon lustig. Zack. Aua. Oh, oh.
versuche Ganon mit meiner Kraft zu bannen. Nimm du das Masterschwert und versetze ihm den Todesstoß. Okay, ich habe jetzt manchmal einen geilen Schnitzer, aber dabei hat der eigene Animationen. Das war's. Oh, ihr 6 Weisen, es ist soweit, sendet eure Kraft. Ihr Schaffer Hyrules. Öffnet das versiegelte Portal und schickt diese Kreatur des Bösen in den Abgrund der Hölle. Du Widerlicher. Ich verfluche dich, Zelda. Und euch Weisen auch. Ich verfluche dich, Link. Eines Tages werde ich dieses Siegel brechen. Dann werde ich eure Nachfahren auslöschen. Solange das Fragment der Kraft in meiner Hand ist. Wolke 7 quasi. Danke, Mare. Dank deiner Hilfe ist es gelungen, den Großmeister des Bösen in das Reich der Hölle zu verbannen. Nun wird wieder Frieden herrschen in unserer Welt, hoffentlich für alle Zeit. Ich bin schuld an all dem Unheil, das über Hyrule kam. Ich war zu jung, ich konnte noch nicht wissen, welche Fairnisse sich mir auftun würden. Ich habe dich in all das hineingezogen. Nun ist es an der Zeit, meinen Fehler wieder gut zu machen. Ja, aber wie? Hau mal raus. Ich bin ganz ohr, was du jetzt so für mich bereithältst. Leg nun das Masterschwert aus deinen Händen und schließe so das Zeitportal. Die Verbindung zwischen den Zeiten sei für immer gelöst. Mare, gib mir die Ocarina. Als einer der Weisen habe ich die Gabe, dich in deine Zeit zurückzubringen. Nun herrscht wieder Friede in Hyrule.
Nun ist es für uns an der Zeit, Abschied zu nehmen. Aber warum? So Bullshit. Geh nun, Mare. Hole die verlorenen 7 Jahre nach. Geh nach Hause, dorthin, wo dein Platz ist. Als der du aufwuchst. Aber Naboru hat mich nimmer kleiner genannt. Danke, Mare. Leb wohl. Jetzt muss ich echt 7 Jahre warten, bis Naboru zu mir wieder nimmer kleiner sagt. Oh Mann. Shigeru Miyamoto, was hast du jetzt da nur, Odo? Auf jeden Fall hast du unser sehr geiles Spui-Odo. Was soll ich sagen? Es gab Höhen und Tiefen. Es hat mir Spaß gemacht und auch manchmal nicht. Ich sag bloß eins. Fucking Wassertempel. Das war mit Abstand der beschissenste Teil im ganzen Game. Und ich hab keine Ahnung, nur schlechte Erinnerungen an diesen Scheiß-Tempel. Wirklich. Aber sonst an sich war es schon sehr, sehr nice. Auf jeden Fall. Kann man nix sagen. Ich verstehe die Wertungen, dass es so hoch gerankt worden ist. Ich weiß jetzt gerade leider nicht mehr, wie hoch es im Endeffekt war, aber sehr, sehr hoch. Manche sagen ja immer noch das beste Zelda aller Zeiten. Aber das ist immer nur Ansichtssache. Bin auf jeden Fall sehr froh, dass es jetzt wirklich zu 100% durch ist. Bin da sehr stolz drauf. Ich meine, es ist ja durchaus ein beachtliches Spiel. Und keine Ahnung, es ist irgendwie so ein Ding, das so hätte man auf jeden Fall mal gespielt haben. Man was so jetzt mal gesehen haben vor allem. Jetzt zum Beispiel hier. Boah, shit, ich krieg grad Gänsehaut. Ich glaube, ich muss jetzt dann unbedingt noch zum Malern vorbeischauen. Wenn ich sie finde. Aber sie wird höchstwahrscheinlich auf der Farm sein. Ach, Epona. Zu dir hat man natürlich auch eine ganz besondere Bindung. Ah, und eine fette Party wird auch noch geschmissen. What? Talo und Basil verstängen sie da und sind besoffen. Aber was sind das jetzt da alles für Lichter, die da eigentlich brennen? Alle sind da, die man so kennt. Hä? Die Minen-Bowling-Bahnfrau. Harlan, da bist du. Und die Zimmerer singen. So Bemalung. Das ist anscheinend eine Party auf der Farm. Jo, der Fischer. Die ganzen Geronen, Gerudo-Kriegerinnen, dieses Pärchen. Der war die Maskenhändler-Typen vorher auch da.
Alles, was man halt so kennt. Ah, stimmt. König Sora und der... Was nicht. Der pissige Kokiri-Typ da. Ihr wisst schon. Wann ist gerade die Leuchte der Weisen? Muss ja fast. Ja, das waren die Weisen. Back to Young Link. Ich krieg sehr viel Gänsehaut tatsächlich. Wir kriegen sogar noch mehr Szene mit Zelda. Ein Meilenstein in der Geschichte von Nintendo. Da du 100 Skulltulas zerstört hast, wurde nun endlich der Fluch von mir genommen. Vielen Dank. Hier ist ein Zeichen meiner Dankbarkeit. Bitte nimm es an. 200 Rubine. Danke dafür. War fast kein Aufwand, sowas zu machen. Naja, zur Vollständigkeit.